Gute Mittag alle Guten. Schön, dass ihr dabei an den Nationalmuseum für Schmerz gefunden habt, dass ihr kleinen Missverständnis geben, respektive Fehler von eurer Seite. Am Depliant entschuldigt du für die Konferenz von dem 3 statt und nicht dem 6. Ich bin froh, dass ihr hier seid und ich bin ganz besonders froh, der Roland Schaus haut bei uns zu haben. Das ist also ein Gespräch, eine Konferenz, die stattfindet am Kader von unserer Ausstellung über den Joseph Kutter, dem Kutter sein Gesicht, neue Facetten aus seiner Sammlung, da so ein Expo über Porträts, Figuren an der Sammlung vom Museum, vom Kutter, einem von den bekanntesten Lützeburger Maler aus der modernen, expressionistischen Malerheit zu Lützeburg. Und, wie man herausfinden, hat den Roland Schaus sich auch lange mit dem Kutter beschäftigt und aus engem Weg spielt die Figur, auf jeden Fall auch das Porträt, eine ganz wichtige Rolle. Aber da werden wir dann ein bisschen später ein bisschen mehr genau drauf eingehen. Für den Roland Schaus kurz vorzustellen, hier ist ein Lützeburger Maler, den zu Stuttgart und zu Lützeburg schafft und wohnt. Seit seinem Studium auf der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste zu Stuttgart von 1974 bis 1982. Und dann waren auch Dozent auf der Freien Kunstschule zu Stuttgart, als sie mittlerweile seitdem als freischaffende Maler NRW. Hin hat 1998 und 2018 den Prix Werner alljährlichen Salon du Cercle Artistique gewonnen. Hier hat an silligen Ausstellungen, monografischen und noch Gruppenausstellungen am Ausland und auch zu Lützeburg teilgeholt, ganz rezent auch am Winter, letztes Jahr an einer Expo von ihm an der Galerie Reuter Bausch, anders an ganz vielen Musees, Sammlungen vertreten und auch Sammlungen von Banken. Auch hier am Nationalmuseum spielt den Roland eine ganz wichtige Rolle. Sein 100 Meter Carré größtes Werk, The Portrait Society, das ist hier auf permanent seit 2020 ausgestellt und hat einen ganz wichtigen Platz hier im Museum. Ich meine, die kennen das alle gut, als nicht zu übersehen, egal auf welchem Stock in hier im Museum steht, hat ihn eine Portrait Society und da werden wir dann noch ein bisschen mehr später noch ein bisschen mehr genau darüber schwätzen. Merci, ich habe genug geschwätzt. Merci, Roland, dass du hier warst. Ja, moin, freut mich, dass ihr gekommen seid. Da gucken wir, wie das alles so lebt. Ich ging dann ein kleines Video für vielleicht ein bisschen ein Thema anzutauchen.
Rolle. Vielleicht willst du uns ein bisschen erzählen zu Kontext vom Video, wie du zu kommst, Hommage à Kutter. Ja, also das war eine Geschichte, die uns gekauft ganz am Anfang 2003, die kleinen digitalen Kameras. An dem uns Marita, meine Galeristin, hat so eng mir die Matgenenker gelehnt. Ich will gucken, wie das gehen. Pardon? Du musst ein bisschen. Hey. Müsste Mikro noch an. Okay, gut, mein Fehler, okay. Ja, also Marita hat mit dem uns die Kamera matt gehen und ich habe noch ein bisschen rumgeblödelt. Und weil aber nicht viel dabei gedurcht, das habe ich gesagt, noch da. Und pur mit top als Marita Enker am Stuttgart kommen Bilder aus sich für eine Ausstellung. Und du hast sie auch ein bisschen einfach gefilmt. Einfach so ohne Konzept, ohne irgendetwas. Und Jahren danach hat den Andi Bausch einen Film gedreht, an eng von der Lokationen war an der Galerie. Und da sollten zu Marita, was testen wir für das Loyer, für die Galerie? So, da sollte Marita, Mare bis dort reist. Dort Marita dem Andi Bausch den Film gehen, also all die Aufnahmen, an ihn hat das so zusammen geschnitten. Also das war Jahren danach, hat er denke gebastelt. Also das war nie gedurcht, dass das sollte Film gehen. Voilà. Du siehst mir ja auch eine Reihe Werke über die Kutter am Hintergrund. Du beschäftigst dich seit den Anfang 2000er Jahren, 2003 und du noch 2013 mit Kutter seinem Werk. Er war ja auch 2014 d'Expo, die Capriccio, die rund um die Serie, die du entstanden hast, gewisse Genas. Woher kommt dein Interesse um Kutter und was verbindet dich mit dem Kutter? Also ich zitiere nur Ghost Word, Saulus Paulus Erlebnis, wie ich 10 oder 11 Jahre alt war. Dann bin ich ganz zufällig bei uns Nopere gegangen, an der Rücketten, und das war der Fils vom Bildhauer Vercollier. Und kommen du an die Stufe ran und gucken, da hing ein riesiges Bild vom Kutter. Das war am Anfang das erste original Bild, was ich wahrscheinlich hier gesehen habe. Und das zufälligerweise auch dem Kutter sein letztes Bild gewesen. Das war gut nicht fertig. Das sind also ist ganz skizzenhaft. Das sind noch Figuren, die sind horizontal, liegen auf der Kopf, um 90 Grad geteilt. Du merkst, der Kutter hat das Bild immer im Goal umgedreht, nach einmal gemalt, nach einmal gemalt, nach einmal gemalt. Und das Bild hat mich immens beeindruckt. Ich kann noch nicht wie so ein. Ja? Geht noch nicht mehr? Wenn ich ein Knöpfchen gedrückt habe, hätte ich ein bisschen drin. Wir kriegen alles Futti. Ja, voilà. Ich weiß nicht, das ist irgendwie am Hanakap leben an Poyodono, also den Dolph Kutter, den Fils vom Joseph Kutter, der hat ja um die Ecke gewohnt, an der Avenue Pasteur, an dem schönen Bauhausgebäude. Der war Doktor, an den das Hand zu bringen, Mam kommt, für da ein Pickel zu machen oder für Blut aufzuzerpen und so weiter. Und er war ein ganz sympathischer, charmanter Mann und irgendwie ist da so etwas hängen geblieben bei mir. Und davon aufgesehen, für weiter ich ich werde mich immer orientieren, also im Kutter und noch viele andere Male aus der Kunstgeschichte, also am Anfang, weil ich mich immer an den Museen orientieren gegangen bin, für mal durch 4 Bilder zu fangen, für zu gucken, wie haben die das gemacht, weil wie ich auf der Akademie war, du aus am Anfang Zeichnen, an Naturzeichnen, all die Sachen, das nicht in mein Zeich geschrieben gehen. Es sind nur an meiner Verzweiflung haben zu einfach die Musik gegangen. So, wenn Sie mal nicht auf der Akademie so wie es geht, da gehe ich an die Musik gucken. Da sind alle Rigger die besser Maler. Und ich orientiere mich an denen. Und ich versuche denen zu lehren, wie er malt, wie ihn umsetzt. Merci, pardon, ich bin halt ein bisschen einer PowerPoint am Hintergrund laufen, aber den geht wahrscheinlich geschwind los. Ja, dazu ist viele Anekdoten und das ist auch ein Bild, interessanterweise von Vercollier, mit dem ich auch viel mit Muriel Prior geschwärzt habe, weil es ein von den einzigen als bekannten, wirklich unfertigen Bilder von Kutter ist, wo wirklich auch seine Maltechnik und da weiß, wie er gemalt hat, wie er vorgegangen ist, besser kann verstehen. Da ging ich auch nun vielleicht darauf zu schwätzen kommen. Wie weiß ich, heute an der Expo dem Kutter sein Porträt, sein Gesichter, und hat auch noch ganz viel anderes gemalt, es sind große Landschaftsbilder, Blumenbilder und so weiter. Was
was fasziniert dich oder wie Bilder sprechen dich am meisten beim Kutter un? Also am meisten gefallen Kutter sind Landschaften mir. Ah, ja. Die sind am dramatischsten, weil sie am scheinbar lapidarsten sind. Da sehen wir ein Bild mit einem schwarzen Kirchturm. Das ist formidabel. Du, das Museum eigentlich. Weißt du, Heiderscheid oder irgendwie. Ja, Heiderscheid. Ja, das ist ein Bild, das ist extrem beeindruckend, weil das ist nicht viel drauf. Das ist eine Silhouette von einer Kirche, die liegt, der Turm steht lichtschief. Und das ist extrem ausdrucksstark und bedrohlich. Und das Bild hat mich immer fasziniert. Dann gibt es noch ein Bild, das heißt Scène de Village, das ist die Rochai. Das ist auch ganz permanent, das ist Work in Progress, das ist immer geändert gehen. Und dadurch wird das Bild etwas so unmittelbar ausprechendes, wie viel für so andere Bilder oder andere Bilder vielleicht man haben. Ja. Und als ein zeitgenössischer Maler haut, gesagt der Kutter auch noch immer als aktuell und wie zieht die Inspiration an Dinger kommt oder wie aus den Kutter nach Haut aktuell auch für letzte Boyer Maler noch so Maler. Ein guter Maler muss sein für gute Maler fertig. Du wenn es als wären ableiften aktuell. Und spontan fällt mir an, wenn ihr seht, weil ich für so gesagt habe, da wären Figuren auf dem Bild, die Schiefstungen, also die horizontal am Anfang dran luchen, an einer Figuren waren am rechten Winkel dort so. Wenn ich gucken, dem zu der Kutter sind Figuren im 45 Grad gedreht, der Basel zu 90 Grad rausgemacht, also, oder 180 Grad rausgemacht. So gesehen kann ich noch doch schon etwas ganz Modernes gesehen haben, da wenn es ging auch nicht immer so, dass das Bild nicht fertig ist. Das ist ein gutes Bild, aber wenn in das Bild guckt, ich sage mal, nur abstrakte Kriterien, als da dann vielleicht halt so viel mehr ausdrucksstark, weil es so noch wirklich zwischen ganzen Füßen scheinbar nicht fertig ist. Das Bild ist extrem lebendig und das ist nicht formal angefroren. Das heißt, das Bild weist am Anfang schon Möglichkeiten ab, die noch nicht realisiert sind. Und ich fand immer Kunst, die so am Umbruch ist. Fand ich immer viel mehr spannend, wie so eine klassische Kunst, wo alles fertig definiert ist, wo alles perfekt orchestriert ist. Ich fand immer Bilder von der Zwischenzeiten, also vor der Klassik oder nur der Klassik, also zum Beispiel Manierismus, wo etwas ganz Neues auffängt. Oder wie gesagt, beim Kutter, wo das Bild quasi nicht fertig ist, aber von der Weh weist an eine Zukunft, die hier leider nicht mehr realisieren, weil er gestorben ist. 2014 war ja dann noch den Expo oder die Serie Bilder, die du am Kontext von dem Auftragsbild für die Museum gemacht hast. Kannst du das ein bisschen erzählen, wie du zu der Ausstellung kommst und noch welche Bedeutung die Ausstellung für dich am Museum hat? Das zu der Ausstellung kommen, das ist ganz witzig und zwar folgendes. Madame Novara an die Galerie kam, den letzten Tag von der Ausstellung. Und da sagt die Galeristin, komm schnell, Madame Novara, könnt ihr Bilder raussichern? Und ich bin hingekommen und Madame Novara ganz sympathisch geguckt, nach just ein Bild zu verkaufen. Sie waren alle verkauft, da just nach ein da, und auf dem war ein geringer Punkt. Und sagt, ja, sollte ich Madame Novara dann, das tun sie auch nur reserviert, da kommt dann 2 Jahre zurück, da meine ich wahrscheinlich immer eine Ausstellung, und da kommt dann den Tag 400 Vernissage. Dann nur der ganze Schwa und dann können wir vielleicht etwas raussichern, was uns, ich und mir am besten gefällt. Und sie wollte aber unbedingt das Bild tun und meine Galeristin hätte sie doch verkauft und nicht protestiert. Ich sagte, nee, das Bild ist reserviert. Und wenn die den Leuten anruft, also die Musik hätte geht, dann holen sie Nachrichten. Ne? Ich sagte, ich fand doch nicht ganz okay. Und ich sagte, dann wäre das immer nicht mehr. Also dann muss man 2 Jahre werden. Und du hast etwas ganz Witziges gesagt. Du hast gesagt, dann holen wir das Bild aber. Und dann kriegt er einen Auftrag dabei. Und so, das ist ja Auftrag gut, mit Bild aber nicht. Und Marita hat mich gesagt, dass immer für kein Auftrag. Ich sagte, Marita, du kannst doch den Klienten, das sind doch Leute, die sich engagieren, du kannst doch nicht so ein nee, wir machen das so. Und dort Madame Novara, naja, war sie nicht ganz zufrieden, das ist aber gegangen. Und dort hat sie aber nur eine halbe Stunde angerufen, also eine Mail geschrieben. Also,
sie gingen dann einen Auftrag geben für ein anderes Bild mit 2, 3 Zeichnungen. Und war nicht definiert, wie groß, und war nicht definiert, was drauf soll drauf sein, ein bisschen so an dem Genre von der anderen Ausstellung. Und dann ich dann gemerkt, da meine ich immer so 20 oder 25 Tolle bestellt, all 200, 130. Und dann habe ich angefangen, und immer von einem auf den anderen gesprungen. Ich hatte nur 10 an der Arbeit, das war nach Kiel fertig. Und weitergemacht, nur hatte ich da 25. Und dann ist der an der Cameo gepackt, für Stuttgart abgeholt. Und du hast Madame Novara an der Pulver und Galerie kommen, du hinten die gewissen. Und du hast gesagt, muss zwar ein Fehler für das Bild mit, das ist noch nicht fertig. Und dann ich gesagt, also an einem Mal, wie können wir darüber schwätzen. Und du sagst, der Pulver so ganz intuitiv, das wäre schwierig, nur im Moment nach Letztebayer nach Lieven, dem uns auszustellen. Aber wir fanden einen Weg. Wir mussten gucken, wir fanden einen Weg. Und das war so beeindruckend. Ich hatte 280 Zeichnungen noch nachgemerkt. Auf 25 großformatige Bilder. Also, wir mussten das irgendwie weisen. Dann nennen wir das einfach La Genèse d'un Tableau. Also, wie geht der Künstler vor? Das ist ein guter Abhänger. Da können so mir so eine kleine didaktische Präsentation haben. Voilà. Und da haben sie das Bild eine Woche noch geholt, was Madame Novara anfangen. Dann, wie ich hier die ganze Serie gewesen schon ein bisschen so ein Fehler hat, das haben sie durchgeholt. Das hängt da oben, das Genau, heißt auch Capriccio. Hängt öweweis an der El Wildheim, wann ihr bei Letzebauer Kunst könnt, geht ihr direkt von dem gute Bild gegrüßt. Wo ist du dann nach ein Jahr nur 2003 und 2013 den Kutanenker abgegraben oder? Aber ich bin einfach so, ich schaffe ja so, also ich habe den Kutter ja nicht abgegraben für die Ausstellung zu machen. Ich habe immer mich ein bisschen damit beschäftigt, während der Ausstellung, und dann noch immer nach. Ich gucke mir die Sachen immer im an. Ich habe die Deckmonographie, ich gucke immer da dran und sind immer Sachen, die mich beeindrucken. Und eben für allem jen aus einer Zeit, von vergleicht mit anderen expressionistischen Maler, so mal Flamenco oder Ruhr oder so. Ich fand jene, das nicht etwas mehr Ergreifendes, mehr Authentisches wie die. Sie haben auch so ein bisschen eine ähnliche Thematik gemacht, ein bisschen auch Klone gemalt. Doch. Das kann noch damit zu tun haben, natürlich, dass an den 30er Jahren oder kurz vor dem Krieg, dass es schwierig war, ein Statement aufzugehen. Wenn eine Klon gemalt hat, da konnte ja keiner mehr etwas erzählen. Ne? Vielleicht kennt er doch, dass die Tragik, das exponiert sind, ich sage mal Ecce Homo oder Ecce Homo, wie die Lateiner so, stehen da und die Leute gucken auf mich an, ich bin Höllefluss, das ist eine Funktion von dem Klon. An der Kuttermenge war heutzutage ja nicht so extrem unerkannt. Ich meine, an der Belgien und an Frankreich mehr Success wie zu Lützeburg. Und er schreibt doch, dass ein Teilweise verzweifelt ist, und sie fragen mich doch bis Kommentaren, wie die Reaktion auf hier ist, weil sie die plötzlich eine geht sehr best an die Gipsköpfe oder so, wie sie die Gipsköpfe erkennen, das nicht so ähnlich. Ne? Also er war schon ziemlich isoliert. Und, ich meine, das spielt er noch an den Bildern, das spielt er noch an den Blumenstilien, die fand ich zum Beispiel ganz flott, selbst leicht torturiert, das aber manieriert, wie Le Marc den zum Beispiel ähnlich, so ein ähnlich Tusch hat am Anfang, ähnlich farbig geht, mit dem Herrno, der viel mehr virtuos war wie der Kutter. Und Herrno am Anfang seine Virtuosität ausgelebt hat, aber seine Bilder sind immer Le Marc nach, aber sie bedeuten nicht mehr so ganz viel. Außerdem denke ich, noch nur mit denen von der anderen Seite von der Musel paktiert ein bisschen. Das geht noch negativ dabei. Den Kutte war ja, wie du schon vorher angeschaut hast, du beschäftigst dich viel mit der Kunstgeschichte, du befräst Maler, du bist im Dialog mit anderen Malern. Wo könnte er dann? Den Interesse, wo könnte das hier? Und war das schon immer so? Oder? Also das kennt ein bisschen auch hier, dass ich mir als junge Kerl, Erich fortgegangen sind auf Tuni, ganz viel gezeichnet tun und noch ganz viel auch, weil ich kein Modell hatte, also auch viel Selbstporträt gemacht tun. Und dort ich mich automatisch natürlich auch mit Selbstporträten oder mit Porträtsmalerei beschäftigt tun.
Und vielleicht ist das Verbindung auch zu der Portrait Society. Ich habe mich ganz viel beschäftigt mit Porträt, mit Selbstporträt, und mit der Manier, wie gesehen ich das, werde ich gesehen, aber wie setze ich das dumm. Am Anfang nicht just auch ganz handwerklich am Anfang. Und immer wenn ich dann so Phasen hatte, wo ich nicht mehr so richtig weiter wusste, oder wo ich ein bisschen so, ich muss mich ein bisschen neu, nicht erfahren, mehr neu vitaminisieren, fällt man so zum. Ich habe immer mit Cap geschafft. Und was mich immer fasziniert hat, eben, auch wenn ihr guckt, sind da weniger das Porträt. Und dann geht nicht so oft, geht ganz kurz bei den Griechen, bei der Römer, und dann noch lang nicht mehr bis am Anfang an der Renaissance sind sie angefangen, Porträts zu machen. Aber wenn ihr guckt, die Porträts, das ist auch das, was mich fasziniert hat. Wenn ihr die Porträts guckt, dann merkt ihr, die sind alle meistens relativ so streng, unpersönlich, weil das immer mein Symbol, das immer auch geguckt, was stellt den durch, der gemalt hat. Zu dem von Kirchenfürsten oder Weltlichfürsten gemalt, und ganz viele Mal, da der Maler auch Selbstporträt gemalt hat. Und das Problem war immer natürlich, an der bisschen Kunstgeschichte, an der Renaissance, wie sie angefangen haben, an der Renaissance so eine Zeit, die ein bisschen noch mehr ethnisch geprägt war, wie sie angefangen haben, anfangen so das Individuum zu entdecken. Und da, das Individuum kann ihn am besten durchstellen, oder die Individualität durch das Gesicht, was lernt oder was Licht lernt. Und das war ein ganz großes Problem von der Malerei. Das ist heute noch ein großes Problem an der Porträtmalerei. Der berühmte Satz vom Singer Sargent, der sagt, was ist ein Porträt? Ein Porträt ist ein Bild, wo etwas komisch man mit dem Mund ist. Das ist ganz schwierig, dann an den Mund aufzustimmen. Und das gibt das berühmteste Bild wahrscheinlich von der Kunstgeschichte, berühmt Mona Lisa, die weiß genau das Problem. Es gibt immer da gesagt, was das mit der Fahrlass, die gucken so Rätsel auf und die gucken so hier und da. Aber ich meine, kennt ihr noch so, dann passt nicht bei dem Mund. Das war von der nächsten für sich ganz genau ein Individu, über ein Lachen oder wie sie den Lächeln zu definieren. Und das ist so etwas, Lächeln oder Lachen ist so. Aber ein Modell kann das nicht halten. Und das kann man machen, was man will, mit einem da machen das nicht. Ne? Also die Korrelation von Augen und Mund zusammenzukriegen bei einem Porträt, das ist das Schwierigste, was die Welt gibt. Und das berühmt komisch, ich solo komisch lächeln, bei allem Respekt von Leonardo da Vinci, als das nicht ganz funktioniert hat. Und der nächste, den davon wirklich super gut gemacht hat, war der Franz Hals. Den das konnte, den hat auch so spontan gemalt. Das ist auch schnell gegangen, das muss auch schnell gehen. Und der nächste, der da ganz, ganz gut war, war der Singer Sargent. Ja, wie du gesagt hast, an der Porträtmalerei ist die auch ganz lang, für Leute durchzustellen, ihre Seelenzustand des Hands von einer Person anzufangen. Den Kutter hat ja auch ganz viel mit Modellen geschafft, den hat viel seine Familie gemalt, vor allem die großen Bilder aus den 30er Jahren. Katrin Andolf Kutter, seine Frau, oder der Champion, auch der Nicolas Franstrop. An Dinge Figurenbilder, wie eine Rolle spielt dort Figur an der Porträt, das sind mehr eine Formalkomponente, wie dass du unbedingt die Leute durchstellen. Ja. Ich meine, das waren die Leute, die in sich hatten. Das war der ich erkannt, war man schon nicht schlecht war. Aber wenn ihr die Bilder guckt vom Kutter, die Porträts, so ein Porträt, wobei das Wort Porträt nicht so richtig, das Gesicht ist besser, weil es sind am Anfang die echt Studien, das sind Studien noch Cap, wo versucht, den Kap zu erfassen. Ein Kap ist ja nicht nur mit an den Mund. Ein Kap ist die ganze Volumplastizität vom Kap. Und da kennt ihn auch ein von ihren Bekannten, wenn einen Traber kennt, ohne dass ich da an den Mund gesehen erkenne ich ihn. Und der Plastizität vom Kap. Aber der Kutter hat mit Ausnahmen von seinen frühen Studien mich hier von kein Cap, kein Porträt. Wie so richtig heißt, Gesicht am Sinn, vielleicht doch ein bisschen, wo ihr auf Deutsch seht, Gesichter haben, natürlich so ein bisschen Visionen haben. Das ist kein Porträt am Sinn von einer Studie von einem Menschen, der Führung umsetzt.
Das ist echt da. Und er benutzt doch am Anfang, wenn ihr guckt, an den berühmten Bilder, auf dem ich spät, einmal der Kap am Anfang, ich so nur das ganz positiv, am Anfang wie erkannt. Einmal der Novel, mich betont dann an den Mund. Er betont am Anfang das, wo er kann auch gegen so, das sind die Ausdrucksträger von einem Gesicht. Ne? Da kann in der Kap aber auch über die Formen, über die Helldunkel, über die Nuance, sondern die ganz schwierige Geschichte über Datei bei einem Porträt. Datei an Datei. Da kann er doch ganz Gesicht malen, wie realistisch malen an dem Kap einfach einen Ausdruck gehen. An hinten hat er erst am Anfang Cap gemalt, ist so ein Cap, als besser wie ein Ausdrucksmask. Eine Maske mit einem Ausdruck, das war keine Studie von einem Kap. Und das konnte natürlich umso besser machen, weil die Leute, die gemalt hat, kannten. Da konnte ganz aus dem Affekt, also intuitiv, das machen. Mit Ziel war nie mengenig oder ganz wenig da, wirklich ein Porträt von einer Frau oder vom Kant zu machen. Die waren eben da und nicht die benutzt. Also so trivial wäre es, weil ein Modell hat immer so gekostet. Ne? Ja. Die hatte nicht immer. Nee, ja, auch wie den Nicolas Franz, sogar durch die Anekdote, dass den Herr Franz nicht so froh war, man Porträt Hanno und noch nie irgendwie groß abgehangen hat bei sich, weil den einfach. Nee, mit Porträt machen kann ich ganz viele Erfahrungen machen. Das habe ich auch erlebt. Ich habe das auch erlebt. Ich brauche auch keinen zu nennen. Nee, was Leute sagen dann immer, ja, wir kennen dich, wir wissen, wie du malst, du, wie du willst, mir ist egal, was du rauskennst. Ja, Puste gehen, was du rauskennst, oh, mein Nuss ist aber nicht so, meinst du, mein Nuss wäre so, dann sage ich mal so froh, wenn du so einen schönen Nuss hast, wie du da gemalt hast. Ja, also beklage dich nicht. Nee, aber du möchtest ganz oft Trade-Erfahrungen, dann, auf das ist eine Manier. Wie malen nicht? Ich male nicht die, wie sie selber gesagt. Wohl nicht, wie ich hier gesehen, und dann sind sie nicht froh. Sie hätte gerne, das ist sie gegen Mole, wie sie selber gesehen. Aber ich, so nicht, da geht bei einem Fotograf. Nee, aber geht nicht bei einem guten Fotograf. Geht bei einem Fotograf, der ein Foto möchte. Aber wenn er bei einem Fotograf geht, der noch Künstler ist, der fotografiert sich auch so, dass er nicht unbedingt zufrieden ist. Ja, wenn der Giselle Freund an die Zitate hat, die waren nicht zufrieden die Giselle Freund ist eine berühmte Porträtfotografin, die hat auch hier fotografiert, berühmt, nicht immer das Bildfoto gewesen, die sie noch publiziert hat. Sie waren nicht zufrieden, weil sie immer gemeint, sie müssten sich durchstellen. Und Giselle Freund sagt immer, nee, du musst Foto machen in dem Moment, wo sie gerade dazwischen sind. Ja. Ja, das ist immer, was ich für zu den unfertigen Bildern gesagt habe. Ne? Dass kein Post tun, dass sich nicht selber durchstellen. Voilà. Also so ich von der gute Porträt hat, geht bei, nee, von der ein Porträt hat den so aus wie dir gehört, geht bei schlechte, oder geht bei einem Fotograf, der gut knipsen kann. Aber geht nicht bei einem Fotograf, der eine gute Künstler ist. Weil der möchte, der sehe ich ganz ernst. Und so geht am Anfang der Mole auch. Ich tue den immer Stress, bei der Erwartung. Und wie gesagt, leider am Anfang ist alles wie beim Auto kaufen. Am Anfang ist alles gut, wenn ein Auto bis kauft wird, dann für die Garage, dann ist die Flecke ziemlich vernäscht. Ne? Das Porträt spielt ja auch noch an dem Werk eine ganz große Rolle an der Portrait Society, die hier hängt, wo du seit den 90er Jahren daran geschafft hast. Und du wolltest ein bisschen froh, ob das Kind ein bisschen mehr über das Projekt erzählen und was noch für eine Bedeutung an den Gesamtœuvre hat. Ja, also der Ursprung von dem, also am Anfang ganz interessant, weil ich hier, was ich für du beschrieben ein bisschen noch teilweise autodidaktisch mich entwickelt, mich Bilder entwickelt. Und wirklich, dass ich immer Kunstgeschichte inspiriert tun, auch noch gelehrt tun, entsteht automatisch Tendenz, mit meiner Mittel genauso viel auszudrücken. Das heißt, Bilder immer mehr eitel zu machen. Schlussendlich waren meine Bilder, und das war mit 90er Jahren, so eitel, dass ich am Anfang gedacht habe, sind ich nur schlechte Konstruktivist oder sind ich ein Designer, ich tue immer nach farbig Viereck rundherum rutschen oder lebe nicht Kunstgeschichte nur bis zum schwarzen Quadrat, was der Maler wird aber schon
80 Jahre für gemalt hat. Ich muss mich schon nicht weiter planen, reduzieren auf das schwarze Quadrat, das geht. Und das war wirklich ein Schritt. Ich wusste nicht mehr, wie ich soll weitermachen. Und dann würde ich, okay, gut, mal was der erst Dinge Intuition, dass der wusste mich Fried drin ist, wusste nicht mehr verdruscht ist, bisschen durchrutschen an Hai, auf den Kopf drehen. Wie gesagt, ich war ein besserer Designer, ohne ich habe es kein zu sagen. Ich war kein guter. Ich wäre besser, mit geht besser. Und dann habe ich gesagt, ich mache irgendetwas, was ich gerne mache, was ich kann. Ich fange darum ganz viel mit Zeichnen. Und dann habe ich angefangen mit Poesie, da war ich mit meinen Studenten immer an Offizien zu Florenz. Und da gab es einen ganz langen Gang, den aus vom Vasari gebaut ging, zwischen Offizien, über den Arno und der Palazzo Pitti. Und da hung, oder, nee, im Moment nicht mehr, da hungen damals, ich meine, 600, 700, 800 Selbstporträts. Die sind damals gesammelt von den Medici, der Vasari hat versucht, am Auftrag von denen die zusammenzubringen. Und der ganze Gang hung, der konnte in damals noch durchgehen, den hung voll Autoporträts. Und das sind mit meinen Studenten immer dahin gegangen. Und wie gesagt, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und damals war der Gang auch nicht mehr zugänglich, weil ich meine, es war ein Attentat von den Brigade Rosse. Oder wie auch immer, Gladio, das weiß man nicht so genau. Und da konnte man nicht mehr durchgehen. Und ich dachte, wow, ich gucke noch, es ist mal ein paar interessante Maler raus. Und dann haben wir den Katalog von den Offizien gekauft, das ist so ein Ziel. Und dann die letzten 200 Seiten sind dann so groß wie ein enges Passfoto, die Maler dran, all schwarz-weiß, hier ganz Sammlung von den Autoporträts. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, ich habe mit dem Stuttgart geschläft. Und haben wir ein paar interessante rausgekriegt, gesagt, guck mal, wie früher, wie haben die das gemacht? Ich habe 5 Uhr gefangen, nur ich das sehen, ich sagte, oh, komm, ich mache mal weiter. Und ich dachte, komm, ich mache es alle gut. Vielleicht könnte man dann irgendwie die Idee, wie ich weiter so machen. Ne? Das war tatsächlich, ich wollte etwas machen, aber ich wusste nicht mehr wer. Dann, wie sie denn, vom 100 auf 1000 kommen, weil ich hatte bald 1000 gemacht, wie ich fertig war. Oder, und dann habe ich die Bilder gehabt und ich dachte, was machen wir damit? Also ich hatte ein Konzept von der Polizei, hatte ich noch nicht, die mit dem gemeinschaftlichen, mit dem Verein, den wir gegründet haben. Und was machen wir damit? Ich habe gesagt, wir montieren da mal 4, 5 zu mir, gucken, so einen Farbklang zu machen. Und, ich habe weitergemacht. Und nun hatte ich dann natürlich, ich meine, 60 Tafeln, A12 Stück. Das war schon eine ganze Go. Und dann habe ich dann so ein, das kann ich nur gucken, so ein Bron, synthetische Materie drüber gekippt. Und dabei sind wir dann noch sicher 20, 30 Tafeln Futti gegangen. Das war so eine Geschichte, dass ich gar nicht mehr gesehen habe. Das war so ein Bronkuscht. Und dann habe ich dann noch weggehört. Es wäre flott von den irgendwo dazwischen tanken hätte. Aber gut. Und die übrig hatten, habe ich gesagt, komm, ich gucke, dass wir auf 500 kommen, das geht durch. Und du, wenn es die blöd zu 504, Peugeot hat nicht mal Peugeot zu nehmen. Das ist einfach just 42 mal 12. Weil ich schon 12 Tafelnummer 12 Stücke hatte, also 3 auf 4. Und die 12, 2 auf 4, ich habe gesagt, dass den, so viel Mathematik wusste ich nach, dass die 12 die den größten Denominator kommen hat. Kann durch 7, durch 6, durch 4, durch 3, durch 2 delen. Das heißt, kann in die Tableau, die 42, kann in so Ballquadrate hängen, kann sie auch ganz lang hängen oder 2 Tableaus ich, da sind da 21 Tableaus lang oder so ähnlich. Ne? Das war eine reine Überlegung, wie in das praktisch könnte abhängen. Sonst wären 40 Tafeln gewesen, das wäre nicht mehr gut abgegangen. An de Künstler Selbstporträt, du hast am Anfang gesagt, du hast als junger Student auch selber Selbstporträt gemacht, für dich selber zu finden. Musst du auch noch Selbstporträt, hast du das für dich noch immer von den Dingen Kunst? Also haut das all Bild das Selbstporträt. All Bild das Selbstporträt in dem Sinn, dass ich nicht
planen, also ich habe keinen Entwurf, den ich realisiere. Also ich mache keine Zeichnung noch, weil es wäre auch langweilig. Wie gesagt, wenn ich dann eine Zeichnung hätte, die würdig wäre, für gemalt zu gehen, dann hätte es ja am Kopf gehabt, da wäre ich schon, wie gesagt, mein eigenes Handwerk, ging ich mir englische Skizze noch malen. Was passiert da während der Momente, wo ich malen, die Zeit ging da ganz verloren gehen. Ich fange an, wie gesagt, wie mit der Serie von den 25, gucken, was dabei rauskommt. Es sind da wirklich spontan, intuitiv, an ich überlegen, oft formal, wie ich ein Bild lese, wie ich am Bild weitermalen. Aber man da fällt manchmal auf dem anderen weiter. Und da fällt mir nur noch etwas Trickwirken an. Die Sprange von Bild auf Bild. Und da das ganz oft, ich versuche ein Gleichgewicht zu finden zu dem, was ich kann, zu dem, was ich planen kann, und zu dem, was ich nicht planen kann. Das heißt, ich fange an mit meiner üblichen Methode an, gucke, was passiert. Und ich hoffe nur, dass etwas passiert und dass ich nicht so viel zielfixiert bin, dass ich auch kenne, was passiert. Weil was passiert, neben dem, was der planen kann oder was der kann, das, was passiert, das ist von der ganz anderen Seite von dem, dass die ganze Intuitivkomponente, die muss gleichgewichtig mit dem, man können sein. Es geht ja nicht darum, ein Bild zu weisen, dass der malen oder zeichnen kann. Das muss ein Zweck für eine Person sein. Es geht nicht darum zu demonstrieren, oh, ich kann gut zeichnen, ich kann gut malen. Nein, das malerisch Zeichnen können erlaubt einem am Anfang oder gedenken immens viel Freiheit, Sachen zu entdecken, die ich nicht kann machen, die ich nicht lehren kann, die ich just finden kann. Und die Sachen, die ich finde, deren anzubauen, du hilfst eins, wenn ich weiß, wie es geht. Ja, die Idee von der Prozesshaftigkeit oder der Prozess vom Malen, das heraus war, den du dann 14 dann an der Genèse von einem Tableau gesehen hat. Oder beim Kutter haben wir auch ein interessantes Beispiel vom Fischer, wo er so lange dort geschafft hat, wo er doch die Korrespondenz gibt. Das nicht mehr neu angefangen hat, dann, wo seine Frau auch sieht, dass er richtig mit dem Fischer kämpft. Wie bei dir, ja, das Serial, das der Weg dahin spielt genauso eine große Rolle wie die Weg aus sich. Beim Kutter, den hast du den Fischer, ja, für die ultimativ, die fertig Komposition zu finden, schenkt bei ihm aber schon eine große Rolle gespielt zu haben, als das bei dir. Ja, das war so, ob das sich nur ultimative Bild lebt der Gefahr, so ein Tunnelblick zu haben, so ein, ich muss so gehen. Nee, da seht ihr nicht mehr, was passiert. Dann ist ihr Plan für alles, was die gut produktiv zufällig sind. Und dann, also dann verliert ihn die ganz intuitiv Lichtigkeit. Ein Bild als auch am Prozess immer am Anfang schon eine Unität. Das ist mehr oder weniger weit gedriven. Mir heißt du, ich mode wie ein abstrakter Maler, aber schon nicht figurativ malen. Das ist, wenn ich ein Bild, das hat jemand gleich erzählt, so, dass ich ja ganz Platz in diese Weiß, du hast ja gar nicht gemerkt. Ich sage, ja, mit 12 war weiß. Soll ich schon ein weiß drüber malen, wenn 12 schon weiß war? Lass es da Sinn. Außerdem bleibt das dann viel mehr collagenhaft liegt. Und bei einem abstrakten Bild ging okay, so ein, ja, der Nektar ist noch nicht ganz fertig. Wichtig, dass am Anfang schwierig, wenn ich figurativ schafft, die abstrakt Einheit herzustellen, weil natürlich den Bild guckt, Tendenz hat, immer Figur zu sehen. Und alles wird nicht Figur als nebensächlich. Aber wenn dann zum Beispiel ein Bild wird, was zentriert, das am Zentrum eine Figur steht, die lebensgroß ist, und die guckt raus, dann ist sie bald so ein bisschen so wie sie die Kaninchen für unterschlagen. Da seht ihr immer nach der Blick an die Figur, die guckt. Und dann geht aber darum, trotzdem die links in Ewigen an der rechtsindigen Eck, die muss man an das Bild rankommen. Da muss eine Bildspannung entstehen, die trotz der dominanten Figürlichkeit funktioniert. Weil sonst wäre ja alles rundherum im Hintergrund. Das wäre auch langweilig. Und da willst du nicht zum Beispiel ganz oft, dass ich bin tolle farbig grundieren. Das ist noch schon okay, weißt du, wenn ich dann, wenn dann rot, ich male rundherum, ich male eine Figur vorbei. Ich male eine Figur, die bleibt da rot, das ist Grundierung, ich male vorbei. Das heißt, ich male am Anfang das, was den direkt gesagt, das positiv, das gegenständlich, das was sie identifizieren, das male ich gar nicht. Ich male vorbei rum. Das heißt, ich male
ich schaffe, ich male positive Form mit negativen Mitteln. Und dadurch entsteht ein Gleichgewicht vom Ansatz von den Mitteln. Ja? Wenn eine Form, die ich erkenne, vorbei zu malen, also die Redundanz, die etwa nicht Form gegen Malen, und dagegen rundherum automatisch zum Hintergrund gehen. Das ist ja wie Papier coupé. Ich schneide raus, und damit bleibt Form, die ich sowieso identifizieren, übrig. Die muss ich dann, die hat die Plastizität über den Raum, den ich schon projiziere, weil ich das als Gegenstand erkenne. Muss ich auch gar nicht mehr malen. Wenn man von den Collagenhaften an Dinger Moltechnik, wie du vier gehst, bei dir spielen Farben ja auch eine ganz große Rolle, hast du die Farbenkombinationen, wo ich vielleicht am Anfang nicht unbedingt direkt denken, dass die bei ihnen passen, haben nur funktioniert einfach. Ich meine, es ist gut am Bild, wie gehst du mit den Farben um? Also wie gesagt, Heinz grundieren ist farbig. Heinz ziehe ich nicht mit Kohl dran oder ich ziehe direkt mit Farbe drauf. Sind doch ganz spontan an. Bei meinen Bildern als Zeichnung auf Farbe mal gleichwertig nehmen. Zum Beispiel auch bei einem Bild, wo keine Linie ist, aber ein klar definierte Kontur von der Figur als auch Zeichnung. Im Sinne von Design, ja. Also du halt die Engform ab und die andere Form fängt an. Am Barock verlaufend Formen am hell-dunkel nähen, da geht es nicht so. Also bei mir ist das, ich male wie am 14. Jahrhundert. Flächig, kein Schild, flächig Farbigkeit, ganz oft. Das ist schon für die Farbe. Für die Farbe, voilà. Und so, Farbe als Raum, Farbe als Ausdruck von Gefühl, und Farbe hat einen physikalischen Raum. An Zeichnung hat kein Raum. Zeichnung beschreibt Raum, Farbe als Raum. Aber mit denen so Mitteln, wenn ihr ein bisschen Gleichgewicht in ein Bild setzt, nur den Anfang ist so mal die Rationalkomponente von der Zeichnung von der Linie, die etwas beschreibt, mit der Farbe, die etwas ist. Das denkt. Mit dem Prinzip kann ich noch umdrehen. Kann ich zum Beispiel, wenn ich so nicht definieren, etwas Gegenstand die Verzeichnung. Dadurch erkenne ich eine Gegenständlichkeit, also ich projiziere einen Raum dran, weil ich das erkenne. Ich kann aber mit der Farbe genau gegen die Gegenständlichkeit, die Plastizität 4 gehen. Ich male die Farbe genau, dass die Plastizität, die ich projiziere, gut nicht unterstützt. Dadurch kriegen Bilder dann so ein bisschen so eine zweidimensionelle Farbigkeit. Und darum ein Collage, also etwas Collagenhaftes. Also ich kriege keinen illusionistischen Raum, wie da ihr seht, 4 aus Rot, haben aus Blau, innen aus Rot, oben aus Blau. Nein, die Prinzipien kann ich alle im Kopf drehen. Und da kriegen Bilder eine echte Spannung. Und dadurch kriegen sie auch dann eine, also sie kriegen eine Abstraktualität geht in der Sprache dadurch. Ja. Du siehst, du gingst malen wie ein abstrakte Maler, aber die muss figürlich, dass die Leute, von den Bilder gucken, kann ich schnell auch mal die Figuren, die Leute sehen eine Szene, sie denken sich hier Geschichte drunter, aber du sagst aber nicht als ein Geschichtenerzähler, aber ein Maler und nicht ein Bildermaler. Das ist genau. Ich male keine Bilder. Es stehen Bilder dabei. Ich erzähle keine Geschichten, ob schon natürlich Bilder. Ich lasse die Bilder so ab, an denen war es eben so. Ich konfiguriere, hast du eine allmähliche Idee von einem Bild durch den Titel oder durch das ich irgendwie so ein Bild mache, was da drin abhilft. Und dadurch steht in Heinz auf der Grund tatsächlich auch wie für einem abstrakte Bild, weil du siehst, du siehst Figuren drauf mit sie so man nicht. Oder was machen die da? Sie machen das, was ich trage gesehen. Und ich fand das auch ganz wichtig, wenn zu viel erzählt an einem Bild. Das war früher so, wie sie also Bibel illustriert. Ne? Da war das Bild ja da für die Leute, die nicht lesen konnten, für eine Geschichte zu erklären. Heute breche ich mir das um anderen. Ne? Und ich ging so, wenn ich keine Geschichte erzählen, aber sie sind so abhängig für eine Geschichte, kann diejenige, in den Bild guckt, seine Geschichte drauf projizieren. Und dann entstehen halt so ganz spannende Dialoge, weil das ist so ein flott, oh ja, so kann ich doch gesehen, oh, habe ich aber nicht gemerkt, oder das ist da leer, das ist bis wenn ich mit den Mann auf meine Bilder schwätze. Aber wie kommen da dann die Ideen zu den Bildern? Das ist eine große Frage. Es gibt einen berühmten Spruch von Helmut Schmidt, der Bundeskanzler Frey, der sagt dem und sagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ne? Ich finde so, ich habe keine Ideen, ich fange an.
eng Toile, wo e Punkt, e Fleck, eng Lindobers as ja schon, dat trifft schon no weiter gemerkt gin. An ich sinn, wenn ich mein Bilder gesehen immer raus von so ganz lieb, so wow, so ganz licht gemacht werden. Ich hätte doch gedacht, das so ausgesehen. Mit das ganz oft sind aber lange Prozesse mit vielen Überholungen. Ich will aber just nicht tun, da den, wie so die Mühen des Malers, da den hat gesagt. Ich hätte gedacht, das ganz licht, weil ich schon, ist ja kein Märtyrer als Maler, ne? Es gibt ja verschiedene deutsche Künstler, die immer dann hier Welterleser-Mentalitäten für sich hundrohen. Also ich stellvertretend für ich Leiden an. Ich fand das echt penibel. Ich denke, mein Stürmer, mein Katze genug auf den Balkon für zu rechnen. Ne? Voilà. Nee, ich will dat, die Mühen des Machens oder wie so die Plorei, die auch wahr sein. So, ich will das nicht weisen, weil so hat jeder hat so ein dicke Kap, jeder hat so ein Problem. Ich will das tut nicht mit der Kunst zu tun. Das muss aus der Bilderei kommen. Und, du lehne ich viel Wert darauf, dass Bilder echt so sehen, wie so, na, komm ich mal in holen. Ne? Ich hätte das so ausgesehen. Schon sind nicht immer so entstehen. Das wie beim Ballet. Also ich bin dann echt nicht so der Vergleich gegen C. Das nennt sich zwischen Catchen und Ballet. Also Catcher, die gut Catcher sind auch gut. Die sind gut. Die verstehen auch wie Bewegung, Dynamik, Physik, verstehen die ganz gut. Alle Ballet auch. Mich hätte lieber raus, dass das wie am Ballet liegt, wie am Catch. Sind aber das tut viel mit den zu tun. Ich will lieber tun, dass es so. Oh, ja. Vielen Dank, auf den Kutter Trick zu kommen. Du warst ja schon lange als freischaffende Künstler, hat zu Lützeburg an W und du beschäftigst dich viel mit der Lützeburger Kunstgeschichte auch. Wie gesagt, du den Lien von der Kunstgeschichte der Lützeburg und wie placierst du da ja, den Kutter als eine ikonische Figur an dieser Kunstgeschichte? Also, stellt sich vor, geht es Lützeburger Kunst oder international, da geht es just Kunst, fertig. Es gibt keine Lützberger Kunst, es gibt auch keine freie Kunst, es gibt auch keine Männerkunst. Kunst als Kunst, da fertig, es gibt auch keine, wie gesagt, Kunst muss sich immer mussen mit allem. Und das beste Beispiel für Kutter ist ja, dass im Ausland mehr unerkannt wird, wie als Lützeburg. Das ist oft halt zu Lützeburg umgedreht. Das Leute mehr Unerkennung halt zu Lützeburg haben, wie am Ausland. Gut, das kann ich immer gehen, was ich will. Ne? Voilà. Und der Kutter als für mich ikonisch, weil noch als eine Zeit repräsentiert, und, vielleicht auch durch seinen tragischen frühen Tod, durch seine lange Krankheit, das fließt auch aus den Bildern an, also das persönlich Leiden, und noch die Isolation, die ihn hat, und noch natürlich die schwierige Geschichte, die ihn zu Lützeburg hat. An der Nazi-Zeit, oder kurz vor der Nazi-Zeit, mit einer deutschen Frau, die von München gekommen ist. Er war schon ganz viele Jahre an Deutschland, Chiemsee, wo sie gefragt, hier kommt was von München. Und die hatten eine ganz, ganz schwere Zeit als Lützeburg. Ne? Und das weist sich ja auch vielleicht an in den Bildern. Gerade du hast gesagt, ich denke, dass von dem wir am Anfang geschwärzt haben. Also ich fand das meine sehr leicht Bilder, wenn den Öwe die Linksfigur guckt, da kann der nochmal auf schlecht Gedanken kommen, ne? Wenn den Deo guckt. Ich will das nicht interpretieren, aber mich hat das halt so daran erinnert. Du hast ja auch ganz viel am Ausland geschafft, du wohnst am Ausland. Wie gesagt, dann haut es auch den Unterschied zwischen der Lützeburger Kunstszene und am Ausland. Das, wie gesagt, es gibt überall zu Lützeburg oder am Ausland, überall gibt es immer Regionalszenen. Ne? Zu Lützeburg ist es ein bisschen speziell, weil die Regionalszene auch durch eine Landesgrenze getrennt wird. Da gibt es natürlich die Salo-Lux-Initiativen, die versuchen, da ein bisschen auszuhelfen, was schon nicht schlecht ist. Das am Ausland oder in Stuttgart, wo ich lebe, gibt überall die Regionalszenen. An den regionalen Szenen gibt es Leute, die eben da ein bisschen drüber rausgucken, die ein bisschen mehr mit anderen Regionalszenen verbunden sind, bis mit einer Nationalszene verbunden sind. Das ist einfach überall selbst.
Dat Einzige, was den nicht darf machen, dass mengt von sie zu Lützeburg all gegen kennen, sie müsst den noch als Paris kennen oder zu New York. Das ist echt umgedreht. Und hast du noch ein Glasstroph, so als wir wissen, was den Zukunftsplan erzählen oder ob andere Projekte im Moment noch ausstehen. Was du an der Meine Zukunft, das zu machen, was ich weiter gemacht habe, zu malen. Ich habe gerade eine Serie gefangen, mit 8 ganz großen Formaten. Das selbst größt für das, was ich dürfen, nur 2 Meter auf 1,30 Meter. Das ist für dich etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe da noch eine einzelne große Figur drauf, mit den 2 kunstgeschichtlichen Zitaten an. So dich variieren die Figur loben, und zwar ganz streng. Ich habe tatsächlich etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe eine Schablone gemacht von der Figur. Und die habe ich über do auf die anderen 7, 8 Wollen. Und ich versuche zumindest mit der ursprünglichen, genauer Position von der Figur weiterzuholen. Wir sind aber nicht immens diszipliniert. Das merkt ihr immer. Wie seht ihr, das wutscht man dann einfach. Ne? Ja, zum Glück, ja. Zum Glück. Gucken, was dabei rauskommt. Dann sind wir mal ganz gespannt. Vielmals merci, Roland. Ihr könnt ihr Portrait Society, wie gesagt, oben angucken und auch Capriccio-Bild, was an der Elviltam hängt. An der Tischkutter-Expo ist noch bis Oktober ab. Voilà. Vielmals merci, dass ihr kommen seid und bis nächstes Jahr hoffentlich. Wenn natürlich noch froh ist, könnt ihr den nach gerne stellen, solange den Artist heuer. Ich weiß nicht, ob ihr sich traut. Ich hatte ja versprochen, ich ging nach froh stellen. Also, ich will mal wissen, was Porträt nur belangt. Wenn ihr einen Mensch kennt, wo ihr ein Porträt malt, wo ihr seinen Charakter kennt, seine Bewegungen, und mal den Porträt von einem, wie ihr nicht kennt, ist da ein großer Unterschied? Ja, natürlich. Ein Unterschied ist, wenn ich nicht kenne, sehe ich auch nicht, das werde ich nicht malen. Da sehe ich just das, was ich malen. Ich sehe als Person nicht. Dann ist das just eine physische Erscheinung. Wo ich Plastizität dann das noch will malen. Aber wirklich, dass ich die Person nicht kenne, also mehr eine Projektion von mir. Wenn ich die Person natürlich gut kenne, da können so eine strenge Mischkalkulation raus. Das ist halb den ich kenne, und halb den ich selber sehe. Da ist eine strenge Mischung. Ich weiß nicht, ich meine, das zweite ist mich schwer wieder nicht. Das ist, boah, da mal den, wie von denen eine Natur macht. Ich male das, was ich gesehen, ohne große Emotionen. Wir wollen sich kennen, also, da könnte ein bisschen ein Konflikt aus dann aber so, wieso kenne ich ihn aber nicht. Ich meine, ich müsste ein bisschen da, da geht ganz kompliziert, heißt du. Ich habe noch eine Frage, die betrifft nicht direkt ihr, aber ich habe mal wieder gerade gesagt, der Kutter hat eine schöne Zeit heute zu Lützeburg. Wie wird das hin eigentlich zurückkommen? Ich weiß, Entschuldigung. Also die Frage betrifft noch nicht Erdwerk, aber dem Kutter sein, der hat gerade gesagt, hat eine schwierige Zeit gehabt, wie ihn zu Lützeburg vor. Ich verstehe natürlich, wie wird das nicht auf Lützeburg zurückkommen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Weil dir sieht ja nicht mehr zu Lützeburg, hat ja vielleicht ja, noch zu. Bon, die Zeit ist nicht so easy gereist, aber komm, das weiß ich. Okay. Also ich habe keine Ahnung, weil du musst ja gucken, ob da politische Ursachen waren. Ich meine, war schon an 20 Jahren zurückgekommen, ne? Ich habe schon 1924 Träger Lützeburg gekommen. Effektiv hatte nicht müssen zu der Zeit. Ich meine schon, dass Leute so einen Mann hat auch demutsmänglich in der Literatur oft gesagt, dass sie von anderen Leuten gesagt haben, wie gehst du dann nicht in Paris, wie kannst du Lützeburg zurück, wenn sie halt keine Anerkennung finden, sondern die letzten Kunstszenen nicht existieren. Und hat eine ganz enge Jahr mit seiner Familie, auch mit seiner Schwester, seinem Papa. Ich meine schon, dass es da aber trotzdem ein starke Jahr für mit Lützeburg ging, dass der Schwar 24 schon geholt hat, für mit seiner Frau zusammen nach Lützeburg zu kommen. Ja. Also, dass er nicht in Deutschland blieb, das kann doch ein bisschen seine Kunst erklären, weil er ist aber für einen Expressionist aber zu kultiviert. Du gehst die Deutsch so, nee, das so, weil er nicht eine Entwicklung gesehen, nicht gelehrt zeichnen, und hat Zeit sich abgeholt, umgebaut, an seiner Zeit expressionistisch.
Und das einfach irgendwie an seiner Farbigkeit einen ganz feinen, subtile Maler. Aber wenn ihr die Expressionisten guckt, Kirchner, wie soll ich sagen, ganz Heckel an, wenn ihr dort Zeichnungen guckt, und guckt, was du erst in den ersten Jahren guckt, wie sie jung waren, wie sie richtig am Saft stungen, Hormone, ne? Zack, zack, nicht. Die Bilder sind alle Rüge gut. Aber die sind nicht, alle nicht gut gealtert. Das ist alles schrecklich, wenn ihr die späte Kirchner guckt, die Bilder von Davos. Der Tischte Kirchner hat auch während der langen Zeit, wo er gemalt hat, nicht gelehrt malen. Das geht immer schon immer schlecht. Es fehlt ihnen die Impulsivität. Das schusst immer nach, also das sind ganz schreckliche Bilder. Und das gilt für all die deutschen Expressionisten, also für Brückenmaler, nicht blaue Reiter, also besonders für Brückenmaler. Das waren meistens auch Leute, die keine Kunst gelehrt hatten, die aus fremden Ecken kommen, die haben nicht gelehrt gehabt, und sie hatten auch vielleicht nicht Know-how, den sie hätte, keine Basis, auf der sich hätte können weiterentwickeln. Also das, ich weiß, das krass, das war nicht so, ne? Aber es gibt kein wirklich gut all-deutsche Expressionisten. Die sind immer gut, wie sie ganz jung und frech waren. Aber die sind nicht gut gealtert. Dann, wenn du die Französisch guckst, Fauve guckt, oder die Kutter guckt, die haben sich verändert. Die sind sich mit ihrem Alter, wo sie so ein vielleicht hormonelles Problem oder ein anderes Problem, jedenfalls sind ihre Wildtät und ihre Impulsivität, haben sie ersetzt mit einer anderen Kultiviertät. Und natürlich bei den Deutschen, die Deutschen, die was wirklich einfach nur ganz schlecht gehen, an die Französisch, Fauve und so weiter, die haben sich weiter zum Rolle entwickelt. Also da sind sie also vielleicht nicht falsch gewesen, für guter Trick zu kommen, wobei hier aber gut Hand für Kart, ne? Also das muss ich wohl aber so. Ne? Ich weiß nicht, ob ich noch Strich kriege von ihr, denke, aber ich meine. Ich gebe da keinen Strich, mich schon die deutschen Expressionisten schrecklich gern. Vielleicht dadurch, weil sie nicht so gut gemalt haben, also doch vielleicht dafür, wo sie aber an den Holzschnitter so gut wären, weil sie just Kraft zeichnen konnten und dann am Holzschnitt konnten da besser ausführen. Ja, aber das ist immer gut, wenn der Möglichkeiten das baust mich, ne? Wenn du siehst, sie konnte schlecht zeichnen, tun sie genau das mit dem Grund, wo du nicht drüber gekommen hast. Ne? Ja, das ist eine Reihe. Nee, ich suche nicht, ich habe gesagt, die jungen Exponisten sind ja gut, die jungen. Sie sind schlecht gealtert, so ich. Nein, ich kenne die Jung, das habe ich schon verteidigt. Ne? Okay. Aber das mit dem Holzschnitt, das stimmt schon. Guck mal, wenn du Haut Basel jetzt guckst. Kettesee. Okay. Da wollte ich nach etwas sagen. Du hast gesagt, du gingst keine Geschichte malen. Können die so, du gingst Geschichte malen? Weil wenn ich den Tableau so gucken, geht das oft als ein Zeitspann von 100 Jahren daran. Gesagt in eine Kutter und gesagt in einen Koppel von Haut. Sodass ich kann am Anfang so und du musst Geschichte, keine Geschichte. Aber nicht so viel Sinn. Okay, merci. Ja. So, du hast ja einen Katalogtext geschrieben, wusste mir aber psychologisch ein bisschen egal. Gut, ich habe mich erkannt. Also ich sehe, dass sie für mich gewöhnt gehen, so gesehen wird das schon sein Zweck. Maar voilà. Ich denke froh, wenn dir so Figuren vom Kutter rangeholt an ein Bild, wie weit du da mal dich gekämpft, ob da Richtung Verfremdung nachgeht vom Kutter singen, Sachen oder da so bleiben an einer gewissen Hommage und an einem Respekt vom Kutter. Ja, also wie gesagt, es gibt einen wichtigen Leitsatz, wenn ich würde so was wichtig gebe. Muss ich das stellen, weil der möchte mit, der sich selber nicht so viel bei der Sache holen, das ist das. Und ich habe noch wichtig gut, aber ich habe geguckt, aus dem Katalog, ich habe mal nur den einen zitieren, das Topbild. Also ich habe mich da nicht so viel geplot. Ich habe das einfach wirklich spontan gemacht und ich hatte aber nur nicht die Idee, ich meine das akribisch noch. Das Durchgang von den Kindern tut das so Kutter. Also Kutter, das vielleicht meine Handschrift sogar, weil das wäre dann vielleicht ein bisschen unbescheiden gewesen, je nachdem, wie es tut, mir ist egal. Dass wir verstanden gehen. Das Bild hängt da, ne? Da kann ich gucken. Das ist das Lomo doit couper, ne? Oder? Ja. Ja. Ich habe mich da schon einfach so noch gemalt, aber ich habe mich, wie gesagt, nicht so akribisch da beschäftigt. Mann.
Ich meine, was ist kein Froh, wir sehen. Vielmals merci, Ronald Charles, dass Merci. du heute bei uns warst. Und wie gesagt, die nächste Konferenz am Kader von dieser Expo ist lo am Sommer über die Geschichte von Kuta hier am Nationalmuseum von der Lust zu kommen. Vielmals merci.